Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur nehmen uns mit auf eine neue Reise durch das Pokémon-Universum. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich beschäftige mich mit Pokémon. Mein Name ist Manuel von Falix TV. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen den neuen Pokémon-Trailer an und werden ein bisschen auf meiner Meinung analysieren und ein bisschen durchklupschen, was mir so auffällt, was mir nicht auffällt und was man noch so sehen im Trailer. Genau, legen wir los. Und bei deinem Beutel bin ich als erstes angekommen, wo ich eine kleine Pause einschieben muss. Die Spielwelt wirkt sehr weitläufig. Ist ja klar, wir haben wieder Open World Game. Aber die Texturen aus der Luft, also jetzt aus der Perspektive, wirken unter der bisher rarer. Also die Welten sind noch ein bisschen leer. Besonders da im Anfangsbereich sieht man es recht schön. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Im Hintergrund ist deutlich mehr besetzt. Wir haben deutlich mehr Bäume und deutlich mehr Gebäude, so wie es ausschaut. Also ich bin gespannt, ob es das bis zum Release-Termin die Welt noch weiter füllen oder ob der in dem Level vom Arceus, Pokémon-Legenden Arceus bleibt. Professoren. Wir haben unterschiedliche Professoren. Das können wir schon mal festhalten. Ja, es kommt jetzt darauf zusammen, was für eine Edition, dass man sich entscheidet. Pokémon Karmesin und Purpur. Karmesin spielt anscheinend ein bisschen mit der Vergangenheit und Purpur mit der Zukunft. Demnach auch die zwei Professoren, einmal die Professorin bei Pokémon Karmesin und den Professor bei Pokémon Purpur. Was für einen Einfluss das auf unsere spätere Geschichte hat. Keine Ahnung, wir wissen es noch nicht. Dann haben wir jetzt einen kurzen Ausschnitt von unseren Starter-Pokémon gesehen. Ich finde alle drei toll. Ich bin gespannt auf die Weiterentwicklungen und je nachdem, wie die sind, werde ich mich dann entscheiden, was wir im Playthrough auf Twitch spielen werden. Die Rivalin, hoffentlich wieder standhafter Gegner. If you know what I mean. Die letzten Rivalen waren alle ein bisschen, nicht ganz so stark. Und da ist uns gerade noch eins von den nicen Features vorgestellt worden, und zwar soll jetzt anscheinend bis zu 4 Spieler Koop geben. In Pokémon, in einer Open World. I mean, that's brilliant, but ich habe keine Ahnung, wie würde ich das umsetzen. Kann ich dann meinen Spielstand auf dem jeweiligen Account weiterspielen oder spielen wir in seinem Spielstand weiter? Kann ich Arenen betreten oder nicht? Kann ich Arenen vielleicht sogar gemeinsam machen? Ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Bis jetzt haben wir 3 neue Pokémon gesehen. Ja, ich denke, jeder findet die Models alle interessant und jeder hat einen Favoriten. Und die meisten haben Ferkuli. Ferkuli ist das kleine Schweinchen, was ihr vorher gesehen habt. Ferkuli, glaube ich, ist der absolute Publikumsliebling aktuell. Aber mir ganz weit vorne. Weiterentwicklung wird dann ganz interessant. Schauen wir mal, ob wir uns spoilern lassen oder nicht, ob wir das im Stream dann erkunden. Aber alter Falter, bis jetzt schauen die Pokémon-Models sehr gut aus. Schauen wir mal. Die Battle-Animationen im Generell sind wieder sehr gut. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ich hoffe, dass das bei stärkeren Attacken auch noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Was für Attackentyp das ist. Zum Beispiel Solarstrahl mit der Aufladeanimation. Vielleicht wird da noch ein bisschen im Detail ein bisschen mehr gezeigt wie in den letzten Generationen. Es gibt so eine Art Pokémon-Tankstellen. Ich habe mir das Konzept jetzt bis jetzt noch nicht so ganz genau angeschaut. Aber für mich wirkt es so, als wären das Pokéstops und Supermärkte in einem. Ich kann mir es aber nicht vorstellen, dass man in die großen Geschäfte Pokémon Center und Pokémon Supermärkte abschafft. Es geht mir irgendwie nicht im Kopf, dass man die rausstreicht aus dem Game. Vielleicht gibt es in den Städten zusätzlich noch mal Pokémon Center und Pokémon Märkte, aber anscheinend sind das Zwischenstopps für unterwegs. Macht vielleicht das ganze Spiel
ein bisschen einfacher, weil man nicht in die nächste Stadt reisen muss, um sie zu heilen, sondern auch unterwegs seine Pokémon heilen kann, um das Gebiet nicht wieder verlassen zu müssen. Möglichkeit, ich weiß es nicht. Die Tauschanimation. Warum redet keiner über die Tauschanimation? Ich habe mir jetzt schon ein paar Meinungsvideos angehört, angeschaut und keiner redet über die Tauschanimation. Die ist doch cool, oder? Also, meines Wissens. Wenn wir jetzt ständig Pokémon tauschen, einer, der das den ganzen Tag macht, dann wird wahrscheinlich irgendwann langweilig bei der Animation. Aber das ist doch cool. Ich meine, Pokémon-Animationen, geil. Aber, ihr habt es gerade, wenn ihr es nicht gesehen habt, spult es nochmal kurz 10, 15 Sekunden zurück und schaut es genau den Hintergrund an. Bis jetzt wirkt alles noch sehr sporadisch. Ich hoffe, dass das nochmal geändert wird und dass da noch was dazukommt. Ich gehe sogar davon aus, dass das geändert wird. Sie haben sich nämlich an die vielen Kritiken an Pokémon Arceus, denke ich, schon mal ein paar Ideen und Anregungen geholt. Die Spieler will noch mal ein bisschen besser auszustopfen und noch mal ein bisschen Shishi da, ein bisschen Deko hier und so weiter und so fort. Ich hoffe, das wird noch umgesetzt. Bis jetzt ein bisschen leer. Pokémon-Animationen? Alter, Babene. Ein kleiner Ausschnitt zu Pokémon-Arenen. Pokémon-Arenen, ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Es ist im Umlauf, dass wir die Arenen in unserer Reihenfolge machen können. Wie das dann Game Freak umsetzt? Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Aber anscheinend kann man die Arena einzeln bereisen und in seiner Reihenfolge abarbeiten. Wäre natürlich für verschiedene Challenges extrem praktisch. Wie zum Beispiel eine Nuzlocke Challenge. Das wäre der Hammer. Aber genaueres wissen wir nicht. Und natürlich noch das gerade Final mit den zwei Legis. Die zwei Cover-Legis sind in dem Trailer, im zweiten Trailer von Pokémon Karmesin und Purpur das erste Mal aufgetaucht und ganz ehrlich, ich finde beide nice. Erinnern mich ein bisschen an Yu-Gi-Oh! Aber ich finde beide extrem cool. Mir gefällt das von Karmesin ehrlich gesagt besser als das von Purpur. Ist aber reine Geschmackssache. Mir gefällt es besser. Genau, dann haben wir soweit mit dem zweiten Trailer von Pokémon Karmesin und Purpur durch. Wie gesagt, es gibt einige Thesen zu dem Game, auf die gehe ich jetzt nicht genauer ein, da müsst ihr auch eine YouTuber schauen. Es gibt da schon Vermutungen und Theorien und vielleicht haben die zwei Legis Motorräder, man weiß es nicht, ich weiß es auch nicht, wir werden es sehen. Auf jeden Fall bin ich unendlich gespannt auf das Spiel. Die einzigen negativen Punkte, die man aber einfallen, sind die Landschaft, aber ich denke, die werden sich noch voll Mühe geben, dass die für uns Pokémon-Spieler besser ausschaut, als vielleicht noch den ersten oder den zweiten Trailer dort. Und ja, dann freuen wir uns auf ein wunderbar nice Pokémon Open World Spiel. Ich bin hyped, ich freue mich drauf und wir sehen uns dann alle spätestens beim nächsten Trailer, beim nächsten Leak oder dann später bei den Streams auf Twitch. Bis dahin wünsche ich euch eine Zeit, arrivederci und ciao.